Goedemorgen. Wer freut sich alle, dass hier kon zijn? Okay. Dat zeg je welkom no Gospel Fellowship. Dat zei je alle gemeend van waar allemaal je zijn. Valt je thuis. Arsers en van jou. Heute wohl, ein paar Stunden, Gerhard Krahn und Isaac wohl, und ich glaube, das hat sich alle versagt, so. Wer hier erst was gebogen ist, ist bis Peter wohl, zu dem hat die Frau und der andere sein, wenn irgendwas fehlt. Okay, wollen wir den Bulletin nehmen und dann checken wir die Farbe sagt. Dachte, wie weiten dort Gott an alle Dinge immer dort beste Werk für die, die am Gott sind. Dat zijn die hij hierop heeft, zoals hij wil. Römer 8, vers 28. Okay, dat is nog. Okay, dat Gesangteam wat van jou van John zijn team zijn. Goed lezen wat Johann Klusen. En de boodschap brengen wat Gerhard Krahn. Dat is wat van jou wat je zijn. En okay, waar we ons nog opnemen, om de beden maar weer gaan. Voor den Himmel, wir zijn die Dank. Schein für diesen, schein zu morgens, für das Wahre, was uns jagt, für die Gelegenheit, für die Genut, was uns geben, das, was wir hier waren, können so in Frieden kommen. Herr, musst du mit den Sänger sein, wenn sie hier nun abkommen und singen, musst du auch mit den Johann Klusen sein, wenn er das Buch lesen wird, und musst du mit Gerhard Krahn sein, wenn er die Botschaft bringen wird. Musst du auch mit jedem einen sein, was hier zuhören wird, dort wir würden, kann dort ein Wort abnehmen, was da hier von der, was geredet war. Musst du mit denen jetzt, mit jedem einen sein. Das ist in Namen. Amen. Okay, dann dürfen wir nu John sein Team hinabkriegen. Und dann hier dort wird Johann Klusen das Wort lesen, hier in der Botschaft. Morris hier, Nola. Ich könnte jeder ein Welcome hier von der Morris. Wir wollen ein paar Lieder singen. Erst ist ein Engelschritt, weil wir zweimal durchsingen, für euch abzustimmen, mal uns top zu singen. Das abstimmen, wo das passend ist. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me
mich frei von dein Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor mijn zintje. Ons vrien zo moet ik in Jezus, voor de vrede wat ik heb en niet weet. Ik weet dat hij blijft hier bezien me, zolang als ik leef op bij eer. Zo vrij, ons vrij, zijn bloed maakt mij vrij van die zin. Zo vrij, ons vrij, nu zie ik voor mijn zintje. Ik dank me den schijnen der Leise, ik prijs aan den ganzen Tag lang. Ik zing wil zij kwam bloß nicht still sein, mein Wort ist uns voll von Gesang. So frei, ganz frei, sein Blut macht mich frei von dein Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor mijn zintje. Ik weet dat ik kwam nog zijn, mij ken ik mijn heiland, mijn vriend. Hij wist niet gleich hoe ik zal doen, hij nam mij op bij weg zintje. So frei, ganz frei, sein Blut macht mich frei von dein Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor mijn zintje. Dankeschön, Darian Dulzahn. Guten Morgen, alle. Ik freue mich hier met jullie op hier kan zijn waren. Veel zinnen hadden ze huis te blijven thuis. En ik wil hier wat versen lezen uit 2 Mose 20 van vers 2 bis 5. Je derven keinen Gott haben bitte mir. Je sollen je keinen Aufgott merken, in keine Form schmieden von irgendwas, ein Don't of von dort, von dem Himmel oder boven oder was von ab Erd oder was von einer Wutter an die Erd ist. Tonight niet ver die dort, die en deint die niet. Ik alleen zie de Herr, je God, en met geen anderen hoop. Ik bestrooft de voeders, zin aan de kinderen, wat op groot dingen en uw groot dingen, en die je en mij schaffen. Wat zo iets van doen, ik had hier nog een paar vers, oder ein vers. Das sage ich hier, das ist von Psalm 91, Vers 1, das sage ich, wer bei den Allerhöchsten am Schilling wohnt, wird sich bei den Allerhöchsten am Schatten verheeren. Ich dachte, das passt hier vielleicht mehr bei. Für mich ist das ein sehr wertvoller Vers hier im Psalm, dass ich das noch mit dem mitteilen. Aber noch zu beten. Uns Vater im Himmel, ich danke dir für das, wie ich kann, dass der Tipp kommt. Ich danke dir für das schöne Wahre, was wir haben, dass es so makelig ist. Ich danke dir besonders, dass du mit uns bist, gerade dann, wo wir sind, dass wir können die anbeten, wo immer wir sind. Das bete ich alle in Jesus' Namen. Amen.
Goedemorgen. Alle welkom. We gaan hier jas van Spanisch gehad en alle wegen, alle welkom. Dankeschön für Singen, Dankeschön für Gutlesen. Wir haben von dir ein interessantes Thema. Ich will Ihnen sagen, wieso. Das hat uns stolz, das hat mein Herz gelegen. Das ist, die dürfen keinen Gott haben, bitte mich. Wieso so ein fremdes Thema? Die Forschung, was Johann Klusen hier lesen wird, der reden von einen Gott merken. Und ich will Ihnen sagen, in Stadt Trevings, Daniel, Pana, seine Familie vereinigt wird, und hij viel in Blicette wird, und dann ab dort ab, Bruder Doof, zurückkrieg, und ich fiel somehow ne weg, und ich hatte gesorgt. En een nacht, ik glaube 30 Mal, ik kon wel slapen. En dan hier ik ganz klar, wat is die Aufgabe. Ik heb me voets klaar, dat deze boodschap al ik breng, Gott te eer, dat ik leren kan en dat de verzameling leren kan. Ik had mijn vertrouwen gleich waarlijk op Gott gezet. Ik had zelfs gezorgd, gewürdig. En dat we niet Gott zien willen. Hij moet reden durch den Jes. Dat ik abwarten soll en dat vertrouwen op hem zetten. En op dat heb ik deze boodschap een beetje opgesteld. En ik wens, we worden ons de God zien wordt draaien. Waar we nog bent am Anfang. Laten we Herr Jezus, we danken dir voor deze wunderschöne morgen. En ik bid, dat du was met mij zijn. En ik dank dir voor die woord, wat du ons gegeven hast. En ik bid, dat du was de verzameling ihrer Horten opmerken, dat ze waren die woord harken. En ik bid, in Jezus noemen. Amen. Kijk de versen wat Bruder Johann lesen deed, 2 Mose 20, vers 2. Ik zie de Herr jun God, die jun uit Egypten, uit de slaverie gebracht heeft. En dat is vandaag nog dezelfde God, die heeft mij uit de slaverie van zin, uit de religie uitgebracht. En dat is zo fijn, hè? De derde vers zegt, je durven keinen God hebben, buiten mij. Redt dat niet zo klar. De vierde vers zegt, je zullen jun keinen Aufgabe merken, keinem Farm schmieden von irgendwas an Don't, of von dort, was am Himmel boven jünt, oder wat von op de Erd, oder wat von dort Wutter an der Erd ist. Kneut jünt nicht für dich, und denkt dir nicht. Ich allein sie der Herr jünt Gott, und mit keinen anderen Taub. Das ist wie das ich die 5. Vers lesen will. Er sagt, er will mit keinen anderen Taub Gott sein. Er will allein Gott sein. Ich habe das glauben, dass er das wirklich ist. Ich habe das annehmen. Der erste Vers in der Bibel sagt, am Anfang merkt Gott Himmel und Erde. Das ist doch nicht wunderbar. Gott hat Himmel und Erde gemerkt. Und was merkt er noch? Er merkt uns Menschen. Waar ik immer mit bezig zijn, dan moet je mij op speed raken. Jakobus 1, vers 17 en 18, laat ik het nächste lezen. Ik kan niet heute, ik kan mir das dritte print, vielleicht will je mitlesen. En dan is het nächste wat vers zijn van Jakobus 1, vers 17. Alle gute Sachen und alle vollkommene Gaben kommen von boven rauf, die kommen vom Vater, der das Licht gemerkt hat. So all das Gute, was wir von der haben, kommt von boven rauf, von dem Vater, der das Licht gemerkt hat. Der 18. Vers sagt, er verändert sich nicht, und er verwechselt nicht, dachet mit diestret. Ich habe hier, er det nicht, dachet mit diestret verwechseln. Er ist Licht. Er hat uns durch sein Wort, das Wort gemerkt, so als er das will. So Gott hat uns durch sein Wort gemerkt, dass er das will. Dort wir den ersten Platz haben sollen, wie alles, was er gemerkt hat. Ich habe diese letzte Strophe wörtlich annehmen. Ich werde ihn einmal lesen. Dort wir den ersten Platz haben sollen, wie alles, was er gemerkt hat. Das sind wir Menschen. Wir haben den ersten Platz, wenn wir dort annehmen, was Gott für uns getan hat. Von alles, was er gemerkt hat. Er hat Himmel und Erde gemerkt, und wir haben den ersten Platz, wo wir dort. Das ist doch nicht wunderbar. Das nächste Vers, was ich lesen will, ist Matthäus 28, Vers 18.
Wenn Jezus zegt aan, mis alle je wilt geven en hemelijk op je eerd. Dat is Jezus. Dat is wat hij heeft. Alle je wilt en hemelijk op je eerd. Ik was een schoofbibel voor brengen. Door deze boodschap. So, ik probeer es hier geduldig zijn en horchen. Part 2. Van God af. Daar hebben we geleerd. Wir sollen uns nicht auf Gott merken. Das habe ich verstanden. Ich glaube, du hast keiner in die vollen Ansichten denken merken, dass du anbeten. Aber das wird die Zeit, die voll wird, und Moses in der Zeit. Und das von der und nach noch. Aber wenn wir denken an auf Gott, dann denken wir an ein gemerktes Ding. Und wenn wir denken an Gott auf, das ist alles, was Gott wachtet, das ist Gott auf. Ich will ein klein bisschen von Gott aufreden. Und Nummer 1, okay, ich will erst eine Vers lesen. Das ist Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, verstreut. Ich habe hier, wir können bloß mit Gott sein oder gegen Gott sein. Das herrscht es nicht. Das ist, was ich vorher sage. Wer nicht sammelt, der verstreut. Und das erste Thema, was ich will von Gott aufgehört, das ist Sorgen oder Worrien. Wenn wir worrien tun und nicht Gott dort geben, dort Sorgen soll nicht ein Part von gläubigen Menschen erleben sein. Dort Sorgen, vielleicht würde ich denken, ich würde nicht reden von Sorge, das ist ein anderes Wort. Ich meine worrien und nicht Gott vertrauen. Dann sage ich dort, was sagt die Bibel über Sorgen? Und hier will ich ein paar Verse lesen in Philipper 4, Vers 6 und 7. Philipper 4. Zorg je om niks. Laat Gott mit betenden Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was je fehlt. Das ist nicht eine klare Antwort. Dat is er nog duipt gevoerd wanneer hij zegt prachen. So Gott ist das gut, wenn wir auf Knees liegen und am prachen und Dankschein sein und alles, was uns das fehlt. Ich da ein Stück 3. Ich bin an eine wohnneue Rand, wo mir gut fehlt. Ich liege auf Knees, ich bete und ich frage Gott, als er mir was wissen will. Er weiß mir bloß das Buch. Drei mein Verstand. Meine plottische Bibel. Ich sage Gott, Dankschein. Du hast uns Ding Wut gegeben. Und das will mir gut. Der nächste Vers, was ich lesen will, ist Matthäus 6, Vers 27. Und wer kann sein Leben durch Sorgen auf bloß ein Bett verlängern? Das haben wir gleich. Wenn wir worrien, dann wird das uns Leben nicht verlängern. Und das nächste, was ich lesen will, ist 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demutig jönt und ihr Gott seine Gewalt gehand, dann wird er jönt abrichten, schmied alle Sorgen, ab arm, hij Sorg verjönt. Ich habe das brauchen. Wir sollen uns demutigen, das was er hier sagt. Und du kommst auch für einen Kart an. Ich will das selbst tun. Weil er sagt, wir sollen uns vor allem demutigen. Und das alle ab arm schmieden. Einmal wird wir denken, dass du Handlein nicht. Aber er sagt, schmiedet du Hand. Er wird uns abrichten. Wenn er sorgt für uns. Nummer 2, Zweifel. Zweifel ist nicht von Gott. Wollen wir mal 1. Timotheus 2, Vers 8 lesen. Ich habe eine lange Zeit in Zweifel gelebt und das ist nicht leicht. Was ich nicht haben will, ist, dass der Mondslied, wo immer sie sind, beten. Sie sollen helge Hänge abheben können, wenn nicht Betternis oder Zweifel in Hort trauen. Das ist doch nicht eine klare Antwort für Zweifel. Er sagt ganz klar, was ich nicht haben will,
Dat sagt Paulus dort, haben nicht mal wohl über. Er sagt, was er haben will, das Mondslied beten sollen, wo immer sie sind. Und ich habe das getan. Ich habe bei einem Pickup fahren gebeten, und habe Krüppe gebeten, und Tüß gebeten. So, wir können das tun, wo immer wir sind. Das nächste, was er hier sagt, sie sollen Helge hängen abheben können, das fällt sich auch immer so steht, nicht? Aber wenn wir durch das Blut Jesus Christi gewaschen sind, und er auf uns die neue Kreatur gegeben, dann müssen wir das annehmen, dass er uns die heilig hat und dass wir das tun können. Helge hängen abheben, wenn nicht Bitternis oder Zweifeln hat trauen. Wenn wir Deutbeim und Zweifeln haben, das bringt uns rauf, das bringt uns nicht nach. Der nächste Vers, was ich lesen will, ist Jakobus 1, Vers 7 und Vers 8. Wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott wird kriegen wird. Das ist, was Jakobus sagt. Das ist so klar, nicht? Vers 8. Ein Zweifler als hanend her ab all seine Wege. So, der hat nicht wirklich ein Ziel, wo er hinkommt. Er zweifelt und als hanend trägt. Der nächste Vers will ich lesen aus Römer 8, Vers 1. Dan is nu niks meer te verdammen aan die in Christus Jesus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so leben, als der Geist verlangt. Ist das nicht eine klare Antwort? Die, die nicht in Christus Jesus sind, die können gleich untwiebel leben. Aber wenn wir in Christus Jesus sind, dann haben wir das verreicht. Das, was er für uns getan hat, recht auch. Dat niet zo leven als het Fleisch verlangt, dat braucht man einmal noch eine Selbstbeherrschung, dass wir uns dem Geist drehen. Aber so leben als der Geist das verlangt. Ich kann hier noch was versen aus Römer 8, Vers 31, 32, 33, 34, erste. Was soll wir hier zu sagen, wenn Gott auf uns sieht ist, wer kann je in uns sein? Das scheint nicht. Und Gott ist auf uns sieht. Der wird einmal sein. Er sagt in Matthäus 28, der letzte Vers, er wird bei uns sein, was am Ende von der Welt. 32. Vers. Wo die seinen einen sehen, für uns alle Handjäuf, uns dem nicht alles mit Arm schenken, so Gott gibt Jesus Hand sein Sehen, und er hat uns alles geschenkt mit Jesus Taub. 33. Vers. Wer will Gott seine Uterwähle beschuldigen? Gott ist dort, der ihr reich macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, und mehr als dort. Er wird vom Tod abgeweckt und ist nu bei Gott recht Hand und betet für uns. Das ist, was Römer sagt. Er ist abgestorben von Tod und er betet nu für uns. Das ist Jesus Christus. Er ist bei Führer und Rechte sieht. Wenn sie Stepanus steinigen, dann stimmt er durch. Und ich lese viel von, er sagt durch. So haben wir das sehr wichtig, wenn du ein Glaubender standhaft bleibst und siehst, Herr, verjagt ihm, dann sie weiß nicht, was sie tun. Du stimmt er dann. Dann habe ich hier noch eine Vers von Römer 8, Vers 38 und 39. Ich sehe mir sicher, dass nicht Tod oder das Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht jeden Wut oder Zukunft, hier muss man einmal mit Deutsch geschrieben, nicht? Also heißt es sicher. Wir können denken, dass nu die Gegenwart oder die Zukunft. Unsere Zukunft lässt viele Mal dies da. Da ist Krieg. In der Covid-Geschichte sind wir nu 2 Jahre bei. Lass nu vielleicht so, dass wir mit null lassen, aber die Kriegszeit, das ist die Zukunft, was wir haben. Und dort haben wir auch das Verrecht, das alle an Gott seine Hände zu geben. Dann dürfen wir nicht sorgen und nicht zweifeln. Der 39. Vers sagt, nicht die Welt über uns oder die Welt ohne uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leib scheren kann, die in Christus Jesus sind, unserem Herrn. So, die, die in Christus Jesus sind, die dürfen sich nicht von Gott wegdrehen. Du kannst, was du willst. Wir können festhalten.
und dat verreich, wat hij hat für uns. Ich habe hier noch ein Thema, das ist Angst oder Menschenfurcht. Das sind ich auch bei mir was. Ich sage nicht, dass ich 100% los bin von dort. Aber eine große Part ja. Angst haben wir ein paar Wege nehmen. Angst aus für Gottesfurcht haben. Aber ich rede hier nicht von Menschenfurcht, von der Angst. Psalm 118, Vers 5, da ich nicht, weil ich nicht lesen. Als ich verlegen wird, roep ich um Herrn, der Herr antwortet mir, wenn stel mich frei. Wenn wir Angst haben, sind wir frei. Dann sind wir eingeholt und gebunden. Ich kann nicht mehr schlucken. Aber er roept nach dem Herrn und der stellt ihm frei. Der Herr ist mit mir, ich will mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mich zu helfen. Ich will seinen, wo meine Feinde unterlegen. Die grootste Feind habe ich zu holen als ans ene Fleisch und Blut. Deswegen braucht dass wir uns dem Haaren drehen und dass das Fleisch wird unterlegen. Dass das Fleisch nicht wird Kontrolle kriegen. Dort ist besser, halb im Haaren zu sägen, als sich auf Menschen zu verluten. Vielleicht würde irgendwer an uns denken, da wir kein Menschen was fragen, oder das nicht, was das sagen will. Aber wir dürfen uns nicht haben Menschen verluten. Aber wenn wir uns alles nicht treffen, das ist gut, wenn wir einen Menschen gehen, was uns helfen kann, uns kann Gott sein Wort wiesen. Den ene Vers, dort ist besser, halb im Herrn zu sägen, als sich auf uns Lied zu verluten. Das ist, was die Bibel sagt. Der nächste Vers, was ich lesen will, ist Jesaja 41, Vers 10. Angst die nicht, weil ich sie mit dir. Furcht die nicht, weil ich sie dien Gott. Wahrscheinlich, wenn wir das Kansas dort sagen, er ist uns Gott. Und nicht der Angst. Der Angst, das Gott auf. Und Gott sagt, er ist uns Gott. Ich will die stark merken, wenn die helfen. Und mit meiner gerechten Hand, wo ich die holen und bewahren. Gott will uns mit seiner gerechten Hand uns holen und bewahren, dass wir nicht darum fallen, wo wir nicht wollen sein. Wenn wir gefallen sind, das ist nicht leicht. Du willst ja sein. Die nächste Vers, die ich lesen, ist Matthäus 10, Vers 30 und 31 und 32 und 33. Er sagt, sogar jene Haar auf den Kopf sind geteilt. Ist das nicht wunderbar? Dass unsere Haar auf den Kopf geteilt sind. Und durch haben das auch her, dass wir nicht dürfen Angst haben. Fürchtet nicht, die sind mehr wert als viel Sperlinge. Wer mich für die Menschen bekannt, den will ich auch für meinen Vater im Himmel bekannt. Aber wer mich für die Menschen verlegt, den will ich auch für meinen Vater im Himmel verlegen. Das sind schwere Werte. So war wir keinmal Gott in sein Werk verlegen für die Menschen, weil wir dort bekennen, was Gott getan hat, und bereit sind, uns Zeugnis geben, wo immer wir sind. Uns Zeugnis redet manchmal leider als Gott sein Wort, wenn das, was wir lebendig erfahren haben. Weil wir dort mitteilen, wo immer wir Gelegenheit haben und nicht Angst haben, weil wir dort für Gott ehren. Der nächste Vers, weil ich lesen, das 1. Johannes 4, Vers 18. Wir brauchen uns nicht fürchten vor einem, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst an uns unnötig. Wer sich noch fürchten tät, den ist der Leib noch nicht tüßig geworden, weil es fürchten tät, und sich verstruft. In dieser Fall ist ein Doll Bam. Ich habe ein Doll Rüt nehmen.
Gott ist uns wirklich gut, das sagt er in Johannes 3,16, dass er uns gut wird, er schickt sein einzigen Sohn, dass alle, die am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. So Gott ist uns gut, und dann dürfen wir uns das nicht fürchten, nicht Angst haben. Er sagt, dass merkt alle Angst an uns anneidig. Wer sich noch fürchten hat, an denen ist der Leben noch nicht ganz tüßig geworden. So wollen wir schaffen, mit beten, dass der Leben an uns tüßig worden, dass die du einen Platz kriegen. Weil fürchten, dass einer sich verstruft. Das habe ich gut erfahren, ich schon mal, wenn ich was getan habe, was gegen mein Vater wird, dass ich dann fürchten, dass ich verstruft. Das weiß die alle. Aber wann wir einmal anwaren, dass wir kort gekommen sind, dass wir Strufe schuldig haben, dann wollen wir nicht Jesus gehen. Er hat unsere Sinne betont. Ich habe hier noch ein Thema, Nummer 4. Bleib bei der Wahrheit. Wir wollen nur legen als Sinn. Wir Wahrheit sein als Gott auf. Hier will ich das erste Johannes 2, Vers 24 lesen. Hält dort ein Glauben fast, was die von Anfang gehört haben. Wann dort beginnt bleiben wird, was die von Anfang gehört haben, dann wird je auch mit den Vater und mit den Sohn verbunden bleiben. So hier redet Johannes, und was er von Anfang mit Jesus taub und was sie gehört haben, das Evangelium, du sollen sie bleiben. Dann war je mit den Sehnen und mit den Vater verbunden bleiben. Wenn wir bei das Evangelium bleiben, dann war wir mit den Vater und mit den Sehnen verbunden bleiben. Der 24. Vers, dort ist, was er versprochen hat, das ewige Leben. Ich habe jünd von das geschrieben, die jünd verleiden wollen. So, den meisten finden das alles gut genug. Und die sieht den Weg, wo er uns verleiden kann. Und das gute Ding ist, Gott sein Wort, der uns all warnen und verrät. Und er hat uns das gesagt. Die 27. Vers, weil je haben dem Heiligen Geist gekriegt, wenn es all die, was im Glauben sind, Jesus Christus hat angenommen, die haben den Heiligen Geist gekriegt, und der lebt an Jünd. Und die haben dort nicht nötig, dort Jünd wer belehren macht. Wat de Geest jünt leert, als war, wenn nicht gelaufen. Wenn so, als hij jünt leert, so blieb en arm. So, wenn wir bei der Wahrheit bleiben, und das haben, was der 27. Vers sagt, was der Geest jünt sagt, ist nicht gelaufen. Wenn so, als hij jünt leert, so blieb en arm. Ich habe versucht, um es zu Gott beten, dass er mir Verständnis geben, dass ich kann unterscheiden, wann eine Stimme redet. Der Geist Gottes, oder der wird uns verrieten und verfehlen will. Ich habe hier noch eine Vers, die möchte uns halten, für dort. 1. Johannes 1, Vers 4. Liebe Freunde, je läuft nicht in jedem Geist, aber prüft der Geist aus, ob die von Gott sind. Du sind viele falsche Propheten in diese Welt gekommen. So, wenn der Stamm zu uns redet, dann sollen wir das prüfen, ob der von Gott ist. Und das ist ein gutes Ding, wenn wir das können, gegen das Wort, gegen überholen. Und ich habe noch mal so gehört, dass mir was ankommt, ich soll einen Fundkall merken. Und dann sperre ich das aber, du wirst nicht ein gutes Gefühl haben, du wirst ein Hut haben, dann warte ich an, dass wir nicht der Geist, was du geredet hast, dass wir der Jener. So, die Dinge habe ich zu lernen, zu prüfen, und mit Fasten und Beten habe ich dort zu der wahre Erkenntnis kommen. Dass wir nicht waren als Leute verführen und verlegen, dass wir waren von der Wahrheit bei bis drin. Ich habe hier noch eine Vers, und
zum Sehen. Das ist in Jeremia 17. Ich glaube, ich word noch fein. Jeremia 17, Vers 7 en 8. Aber der Herr wird sehen, wer sein Vertrauen auf ihm sagt, der sich ganz auf dem Herrn verlässt. Ich habe weiter hören, wir haben uns ganz auf dem Herrn verloren. Und er wird uns danach sehnen. Da ist krank so aus einem Baum, der an das Wasser steht, wenn seine Wurzeln nur dem Rief verschmiert. Und dann, wenn dort dann auch heit wird. Er braucht sich nicht ängsten, seine Blätter waren grün blieben. Am 3. Jahr bedeutet dem nicht, da er nicht ab, hielt nicht ab mit Frucht trauen. So weil wir unsere Wartung nach das Wutter schmieden, was Jesus Christus ist, und dort wir haben, eben wenn du ein 3. Jahr haben, wenn du schwere, wenn du Krankheiten sind, oder was immer du hast, dort wir wollen können grüne Blätter haben und danach Frucht trauen. Das ist so wie das, was ich das regelmäßig habe, möchte das irgendjemand sehen sein. Dat hat al een lange tijd op mijn hart gelegen, dat te doen. En God, te eer, heb ik dat proef te doen. En mag je best alle moed merken, vast te houden, verder weg te komen aan de tijden waar we zijn. We passen als vrouwen voor een opstond om gebed. Lieber himmlischer Vater, ik dank die voor de geduld wat de verzameling heeft. Ik dank die dat zij waarlijk weer om de dienst harken. En ik bid dat ze waren nur aan die komen en die ähnliche waren Herr Jesus. Moest u jedem een zegnen, moest u jedem een wijzen, wo hij durf nur aan die komen en niet twijfel aan wat gaan en bij de waarheid blijven. Wat immer die verhaalt, Herr Jesus. Moest u wieder deze verzameling zegnen. Amen. Wir passen das, steht wahrlich mal ab und dann singen wir das Schlusslied. Lass die Herzen immer fröhlich. Aber das mit Frau warten singen. Lass die Herzen immer freudig und mit Danken verletzt sein, denn der Vater in den Himmel nimmt uns seine Kinder
Dankeschön, Darwin Tulsan. Mijn laatste, dat van jou zei kaartje was. Hopelijk, als je er niet de kaartje was. Ik wil een vers metgeven, het Epheser 1 vers 3. Ans Herr Jesus Christus, zijn Gott und Führer soll durchgelobt worden, dat hij ons als Himmelsbürger alle geistliche Segnungen geschenken heeft. De vers wil ik metgeven voor hem zegen. En we nog eenmaal beten. Lieber himmlischer Führer, ich danke dir für diese ganze Gelegenheit hier. Ich danke dir für den Frieden und dass wir kann die anbeten und dass wir kann von deinem Wort hören. Und ich bete nu für alle, wird frühes. Ich bete, dass du wirst ein Geduld schenken und nu ansehen und leiden. Und ich bete für die Kranken, Herr, musst du mit den Kranken sein und musst du die Gesünde Hart legen, dass sie sollen Kranke besegnen, wird frühes besegnen, ob die, was du durch vor der Zeit gehen, Herr, musst du durch die ganze Versammlung sein, dass sie wollen gut sein und besegnen Gemeinschaft haben. Herr, musst du wieder Jesselchen ans Sehnen als Schreck, auch am Titelchen, Herr, wir brauchen das. Und du bist allmächtig und du kostet Dank. Herr, Jesus, musst du auch an der Nummer sehen, wenn der Chaos ist, mit jedem einsehen, Herr, in deinen Namen bete ich. Amen. Dankeschön.